Vor einigen Jahren habe ich in der französischen Staatsbibliothek in Paris das Buch »Schwarze und Weiße Skizzen aus Bourbon« entdeckt, das 1848 in Bremen veröffentlicht wurde. Dieses Buch und sein Autor Gustave Oelsner-Montmarquet waren unbekannt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und auf La Réunion, damals Bourbon. Im Laufe meiner Forschungsarbeit habe ich hinter diesem Namen einen Deutsch-Franzosen entdeckt, der zwischen 1842 und 1845 auf Bourbon gelebt hat, und zwar als Chefredakteur einer Wochenzeitung, als Geschichts- und Philosophielehrer am Collège Royal, als Redakteur am Conseil Colonial und Gründer einer Schule für farbige Kinder. Im Rahmen dieser Aktivitäten hat Oelsner-Montmarquet versucht, die Emanzipation der Sklaven vorzubereiten. Nach seiner Rückkehr in Berlin hat er sich weiter für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt, diesmal auf literarischem Wege mit seinem Roman, der realistisch die Verhältnisse zwischen den Schwarzen, das heißt den Sklaven, und den Weißen, ihren Besitzern, beschreibt. Für den Autor ist die öffentliche Meinung derjenigen Länder, die keine Sklaven haben, von großer Bedeutung. Heute, 1,5 Jahrhunderte später, ist dieses Buch auch für den französischen Leser zugänglich. Es wurde von einem Germanistenteam übersetzt und von der Universität Réunion und dem Musée Historique de Villèle herausgegeben.